Die meisten von uns hatten schon ein an der Hand, mit der Tisch noch lange nicht, dass er noch gelöst gouf. Jetzt als vom Rubik Cube oder auch Zauberwürfel genannt. Die Spielsache aus den 80er Jahren hat heute auch noch großen Succès. Der Claude Müller hat ein Buch geschrieben, das einem helfen soll, den Würfel zu lesen. Außerdem hat er uns gewiesen, was für verschiedene Zuchten es von dieser 40 Jahre alten Spielsache. Buch ist ein bisschen speziell, das ist ein bisschen ein Nischenthema. Es geht um den Zauberwürfel aus den 80er Jahren und schon eine Lesungsanleitung in Buchform rausgebracht, ein E-Book für genau zu sehen. Wie sieht er denn dazu kommen, ein Buch zu schreiben? Ganz einfach verschlossen hat, weil eine Herausforderung ist, und, weil in Haut am Fongehol alle Möglichkeiten zur Verfügung hat für eben große Sachen, Projekte, an dem Leute sind zu machen und ja, den Einzigen, den ich von der Aufhalt, das ich selber. Und war auch eine kleine Challenge, dafür wollte ich dann machen. Also heutzutage schwer, ein Buch zu schreiben, oder ist es echt einfach? Ganz ehrlich, nee, das ist nicht schwer. Das ist nicht schwer. Das für die meisten Leute unterscheiden, als leider Gottes Durchhaltevermögen. Und Leute nicht genug in sich selber glauben und nicht einfach genug Durchhaltevermögen haben, für von Anfang bis Schluss durchzuziehen, das ist ganz oft der Grund, warum sie scheitern. Das muss nicht super intelligent sein, für ein Buch zu schreiben. Muss einfach nicht eine konkrete Planung von A bis Z, an den noch durchgehen bis zum Schluss. Wenn ihr ein Buch schreibt, also doch sicher, dass es noch verkauft wird? Kann ich relativ viel beeinflussen. Das Ganze ist sowieso die Prinzipien, wie ein Buch schreibt, ob die dort normalerweise, das ist ein Komponentenprinzip. Das heißt, in Anfang für alles Komponenten, sie hat das Schreiben, das Lektorat, sie hat den Druck, sie hat das Logo-Design, das Layout anhören. Du für alles Komponenten, genauso auch für das Marketing und auch für den Verkauf. Das finde ich relativ leicht, heute als Vertriebspartner, die ein Buch auch verkaufen. Das auch eine ISBN-Nummer zu kriegen, ist auch nicht ganz schwer, das hat eine Viertelstunde gedauert. Wenig kriegt ihr dann ihren ersten Rubik Cube? Mein erster Rubik's Cube, das war ungefähr 7 Jahre, und das war ein dummes hier in Lützeburg, und Geschäft da kommen. Meine Mama hat einfach gerufen, und da habe ich schon etwas abgebrüht. Ich habe Dinge geguckt, okay, und war typisch halt gedauert. Also immer faszinierend. Wie lange braucht ihr ungefähr für so einen Cube zu lesen? Es sind noch nicht schön, dass ich geschafft daran sind. Also schon normalerweise über die Jahre habe ich mal eine Methode zusammengewürfelt und ich leide so zwischen 60 und 90 Sekunden. Ich habe mittlerweile ein bisschen Blut gelegt und ich will auch meine Zeit ein bisschen drauf kriegen. Und dafür probiere ich die sogenannte Speedcubing-Methode, die Friedrich-Methode, die lehre ich am Anfang. Und am Ende werde ich dann den Würfel auch an zwischen 10 und 20 Sekunden lesen. Oder für den Weltrekord zu brechen? Nee, ganz ehrlich nicht, nee. Habt ihr vielleicht einen Lieblingscube? Lieblingscube, könnt ihr wohnen. Schloss ein bisschen lang etwas zu machen und dann so ganz decken, so ein 11x11x11. Da ist so 5x5x5, den, oh mein Gott, das ist dann so 5 Minuten Amüsement oder so. Ich gerade ein bisschen nervös bin, aber ich ein bisschen aufreagieren. Das ist gut für aufzuschalten, weil ihn sich einfach auf das Ding fokussiert und in dem Moment ein bisschen der Geist kann aufschalten. Also richtige Lieblingscube, nee, eigentlich nicht. Das variiert immer so. Was die Formel betrifft, wo ich schon gesagt habe, einmal Feier, den ein bisschen einen anderen Mechanismus dran hat wie ein 3x3x3, einen normalen. Und hier ist den hat denselben Mechanismus, just Formen gerne. Was dabei rauskommt, den heute mit 6 Seiten und den hat 12 Seiten. Funktioniert aber vom Prinzip her genau dasselbe. Es ist vielleicht für die Leute schwer nachzuvollziehen, aber das ist aber so. Die kleinsten 2x2x2, derselbe Mechanismus, aber ein Bull draus gemacht. Funktioniert genau dasselbe. Das ist der Rubik's World, also für pure Jahre rauskommen. Es ist schon ein Kollege an der Schule, der liest auch Zauberwürfeln an. Wie erklärt er, dass heute am Zeitalter vom Internet, von den Smartphones auch noch Leute gehen, die das dann auch noch gerne machen? Mit den Jahren haben sie angefangen, wirklich Weltmeisterschaften zu machen. Du hast wirklich darum gegangen, wen am schnellsten ist. Das heißt, du hast den Hype auch noch mehr abgekommen. Die Leute haben immer mehr Methoden erfunden.
Haut von der Grace gesehen den geht beim 2x2x2 un also 5x5x5 und geht bis 11x11x11 Tendenz steigen lo in den nächsten Jahren werden 12 13 noch mehr groß rauskommen mir nicht Mandat kommen noch immer neue Formen raus und sind effektiv auch Leute die schon mittlerweile neue Mechanismen bannen dran erfahren und sich auch patentieren lassen einfach das ganz exponentiell steigert. Das heißt, das praktisch unüberschaubar, wie viel der Würfel da sind. Und ich denke, das ist doch interessant. Was ich persönlich gut fand, ist, dass kompakt, das ist ein Spielsache, das trotzdem ein bisschen fordert, ein bisschen treiblich denken, muss ihn sein Gehirn ein bisschen dabei anstrengen.